Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Radio Waldrand. Die Folge wird euch präsentiert von Spick. Frauenmagazin für Fühlerinnen. Und Schöner. Weidmanns Ole und Weidfraus Johe, liebe Kinder. Ich bin's, der Musikjäger Marius, und ihr hört Radio Waldrand. Wir sind wieder da und haben ein paar Sachen neu gemacht. Also, willkommen zu der ersten Folge in der zweiten Staffel. Also, erste Folge, zweite Staffel, das interessiert doch Kinder in alter Hut. Was? Ja, also, mit mir im Studio ist Seichhörnli und... Seichhörnli, Ja? das heisst, dass das jetzt die erste Folge Radio Waldrand vom zweiten Teil ist. Ja, so, dann sag doch da von Anfang an, Marius. Also, ja. Also, und dabei ist auch der gute Dachs, der Adalbert. Hallo Kinder. Also ich komme nicht mehr draus, aber ich sage gleich, hoi Kind, ich bin Seichhörnli. Und warum heisst ich Seichhörnli, denken jetzt die einen, die mich noch nicht so gut kennen aus dem zweiten Teil. Weißt? Ich bin sehr gut im Seichmachen, dank täglichem Training, darum heisse ich der Seichhörnli. Also und ich, Kinder, ich bin der gute Dachs, der Adalbert. Also immer auch ein bisschen live dabei bei Radio Wald, Waldrand. Genau. Also Kind, es geht jetzt wieder los mit Radio Waldrand. Aber weil ich viel zu tun hatte mit dem Theater Feldtausch, Knusch und so, und weil wir müssen die zweite Staffel vorbereiten und ausdenken uns. Stoppen wir, Marius. Bei dem Feldtauschknusch machen auch ich, der Dachs Adalbert und Seichhörnli und der Tofuchs und Genau. so alle auch mit. Wir kommen auffordern. Genau, aber jetzt geht's wieder los. Liebe Eltern, tönt doch die Sendung abonnieren, dann kommen ihr eine Nachricht über, wenn sie da oben, also auf dem Netz ist. Und wir haben jetzt neu auch in jeder Sendung zusätzlich zu den Fragen, die ihr Kinder uns einschicken könnt, ein Rätsel vom Seichhörnli. Ja, von mir kannst du wissen, im Fall von mir. Schöne Schimpfwörter lernen mit dem Oberjägermeister Brünzi. was sagt das Speiz und blinkt Donner? Ist auch da, Ja, ja, vorgestellt. Und als Ausgleich gibt es in jeder Sendung noch einen Tipp für ein schöneres Leben vom Dachs Adalbert. Ja, von mir. Und wie immer senden wir aus der Jägerhütte von Marius und die Jagdkapelle. Und wie jeden Donnerstag sind die Jäger auf einer Schulreise, weil sie so gern Schulreisen haben. Obwohl sie gar nicht mehr in die Schule gehen. Und darum haben wir wie immer da Platz und Ruhe für die Folgen der neuen Staffel. Ja, und wir fangen gerade an mit dem... Rio Radio, Waldrand Rätsel mit dem FIFA Seichhörnli. Wer's weiß, der ist egal. Ja, also den halt. Wer's weiß, ohne Prise darf ausnahmsweise Toffel sein. Ah, nicht? Ja. 1, 2, 3, 4. Rio Radio, Waldrand Rätsel. Wer's rausfindet, halt lösig schnell vom Rätsel, wo ich grad erzähl. Also Kinder, gut zulassen, jetzt gut zulassen. Also ist los. Gut. Ich mache allen jetzt, will ich ein bisschen Muffen tun. Ich bin ein silbriges Flossentier, darum ist es klar, ich bin keine Kuh. Im Wasser, wo ich lebe, ist immer Ruhe, schöne Ruhe. Das ist der Grund, warum ich mich nie wässern tue. Mich gibt's im Meer von riesig groß bis putzig klein. Von meiner Sorte hat sogar im kleinen Waldteich drin. Mich gibt's frisch oder als Säbli auf dem Mittagsdienst.
Ja, Waseli, was bin ich? Lösungen am Papi oder am Mami erzählen oder ein Mail auf info@radiowaldrand.ch schicken. Als Preis kann man auswählen zwischen einem goldigen Nünnteli-Nünte und ein paar Adoren vom Oberjägermeister Brünzli. Seichhörnli! Was? 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 Kinderfrage. Ja, die heutige Kinderfrage kommt von der Mia. Also, Seichhörnli! Also nochmal, die heutige Kinderfrage kommt von der Mia. Mia fragt... Ja, also wenn man bei der Mia hinten ein U anmacht, dann würde sie Miau heißen. Miau, ich weiss, wie ein Also- Kätzchen. Ha, das findet mir ja vielleicht gar nicht so glatt, wenn man mit ihrem Namen Witz Ja, macht. Momol, gell, Mia? Miau ist lustig. Eben gesehen, Ja, sie hat jetzt. gelacht. Ja, also Konzentration jetzt, Kind. Mia hat uns per Mail auf info@jagdkapelle eine Frage geschickt. Das könnt ihr auch machen. Und die Frage geht so. Sie fragen, ob Tiere wirklich reden können. Und Mia will, dass du, Seichhörnli, Was? die Frage beantwortest. Ich sehe es, wenn Mia es nicht lustig findet, dass ich ihre Menge Miau sage und vielleicht Bus, dann würde sie ja nicht mich fragen, oder? Also, Mia, natürlich können wir Tiere reden, natürlich, gell? Jedes Tier hat wie eine eigene Sprache. Das sind Laut, also eher so Grüße, wo wir Tiere machen. Meistens reden wir Tiere aber nicht nur mit Laut, sondern auch mit dem Körper, weiss? Es kommt ganz fest aufs Tier drauf an. Warte, welche Tiere könntest du kennen? Nehmen wir doch mal Miau, das Kätzli. Also, wenn das Kätzli glücklich und zufrieden ist, dann blinzelt die Katze meistens ganz langsam. Echt wahr? Die blinzelt ganz langsam. Und wenn sie das machen, heisst das, mir geht's gut. Oder ich habe dich gern. Ja? Dazu schnurren die Mengis. Und wenn Katzen hässig sind oder wenn zwei Katzen hässig sind aufeinander, dann tun sie durchhindern. Jede Katze weiss, dass wenn sie einer anderen Katze begegnet, die Tore dahinter hat, hui, dann muss ich aufpassen, denkt die Katze, was ich der anderen Katze miauen tue. Ja? Und Katzen, die voll extrem hässig sind oder auch Angst haben, die versuchen, dich möglichst gross zu machen. Sie machen den Schwanz dick, sie machen den Buckel, sie tun die Rückenhaare aufstellen und dann sehen sie auf das Mal gross und fast ein bisschen geführig aus. Dazu fauchen und manchmal, damit die andere Katze weiss, ui, jetzt muss ich aber entweder abhauen oder die greift mit die andere Katze an und wir kämpfen. Das ist... Oder, Seichhörnli! Und das stimmt schon, dass wir Tiere schon auch miteinander reden, oder wie man sagt, kommunizieren. Weißt, mit Geräusch aus dem Maul, mit dem Körper oder sogar mit Düft, wo wir machen können. Aber also, Mia, die meint sicher, ob Tiere wie wir wirklich Menschensprache reden können. Ach so. Also, Mia, der Marius, der kann eben auch Dachsisch, Ja, bitte. Reisch, Seichhörnli Ja. und Fuchsisch und so. Darum hat er uns eben mit viel Geduld auch Menschisch Ja, beigebracht. stimmt. Nach 3 Jahren habe ich es können. Adalbert, darüber haben wir ja so mal geredet bei Radio Waldrand. Ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir eigentlich nicht reden Oh können. Mann, jetzt geht da wieder los. Ja, und wer redet denn, wenn ihr redet? Ja, du redest uns. Ja, das stimmt nicht. Wir reden selber. Also, ich weiß doch, wenn ich den Dachs Adalbert red und wenn nicht. Hallo? Hallo? Das kann ja jetzt Ja. ich gerade sein. Nein, eben. der Marius redet uns. Also, sorry, so komisch reden, wie ihr redet, kann ich echt nicht reden. Also, Echt nicht. Also komm, wir machen halt wieder mal einen Beweistest für Seichhörnli, damit sie glaubt, dass sie selber redet. Dass nicht
du für sie redest. Wir singen alle auf 3, alle meine Entli. Weil 3 Stimmen gleichzeitig Genau. kann nicht einmal der Marius reden. Und sicher nicht singen. Nein. Also, okay. Ja, das wird schön peinlich für euch, weil dann merkt man, dass der Marius redet. Ja. Ha! Also gut, sind ihr bereit? Ja. Alle meine Entchen auf 3. gut, okay. 1, 2, 3. Endlich Schwimmen auf dem See. Siehst Du hast falsch gesungen. Sag doch noch dazu. Wow, so krass! sag So ich auch. krass! Das ist ja, Ja. wirklich... Das ist wahnsinnig! Ich Das sind ja sag's wirklich ja. wir Ja. und nicht der Marius, der da redet und singt. Ich sag's ja. Ja, krass. Also wirklich. Ich sag's ja, Zeichhörnchen, sieh's. Das bin nicht ich, der euch redet. Also, was? Das habe jetzt nicht ich gesagt. Moll, sei Körnchen. Das hast jetzt Du gesagt. Also einfach mal, einfach wow. Einfach mal wow, Mann. Danke. Du hast ja reden, wie ich rede. Red mal, wie ich rede. Red noch mal, wie ich rede. Ja. Also gut, sei Körnchen. Dann red ich halt so. Wie du. Red. Wow, du tönst ja, wie ich rede. Ich sag's ja, Zeichhörnchen. Hey, Ich sag's ja. Ja, jetzt müssen wir lassen. Ich kann auch reden. Wie du redest. Zeichhörnchen. So krass. So, also jetzt zeige ich euch Kinder mal, dass ich kann reden wie der Marius. Ich kann reden wie der Marius. Achtung. Da will man sehen. Der Marius ist eine rechte Nuss. Ich kann auch tief reden wie du, Marius. Was ich mache? Komm, auf 3 singen wir alle meine Entli, wie ich singen würde. Also, Zeichhörnchen, weiss. Wie du wirst singen. Ey, du tönst wie ich, Zeichhörnchen. Also, was machen wir jetzt? Ja, also, bevor der Kind daheim ins Gesicht einschläft, machen wir schon etwas. Jetzt singen wir alle 3, singen, wie ein Eichhörnchen redet, singen wir, also, oder singt, wie ein Eichhörnchen singt, singen wir alle meine Hände. Okay, krass. Sind ihr einverstanden? Ja. Einverstanden, ja. Okay, also gut. 1, 2, 3. Also gut. Alle meine Endlich schwimmen auf dem See. So krass. Also das war jetzt ein bisschen ein Durcheinander, gell, Mia? Also Tiere können untereinander so reden, dass sie sich verstehen, aber wir sie nicht. Aber nur Tiere da um die Jagdkapelle herum können auch menschlich reden und alles, was man glaubt, ist manchmal auch wahr und manchmal nicht. Aber wenn man daran glaubt, ist es viel schöner. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Reihe hier in der 2. Staffel, die heisst... Schöner Leben mit dem Tag an Albert. Schön. Hä? So Ja, und schön. weil das sehr schmal ist, Dachs-Adalbert, kannst du uns ja kurz erklären, was du einmal in dieser Rubrik «Schöner Leben mit dem Dachs-Adalbert» erzählst. Ja, das kann ich schon machen. Ich erzähle euch Kindern, wie ihr es machen könnt, dass ihr es einfach schöner habt in eurem Leben. Da gebe ich Tipps. Also, ich fange jetzt mal an. Immer wenn wir Dachsen im Frühling nach der Winterruhe aus der Höhle kommen, strecken wir uns sehr lang. Wir machen die Füße und drücken das Futti führen und gleichzeitig die Schultern hindern. Wir strecken uns und gähnen ganz lang. Drum sind wir immer so entspannt und friedlich. Und drum, liebes Kind, das zulässt, probier's mal aus. Streck dich eine Woche lang jeden Morgen, wenn du aufwachst, lang und fest und gähn dazu. Und du wirst sehen, du bist den ganzen Tag entspannter und friedlicher, wie wir Dachsen sind. Mach's wie ein Dachs. Kind haben Rami gemacht, die Schultern hindern, Futti führen.
Füße machen, mit den Händen alles anspannen und gell. Aber jetzt bin ich zwar entspannt, aber jetzt brauche ich wieder etwas, das mich ein bisschen aufklebt. Und jetzt kommen wir schon wieder zu der nächsten neuen Rubrik. Und die heisst «Bessere Schimpfwörter lernen mit dem Oberjägermeister Brünzli». Da könnt ihr immer in den nächsten Folgen, die kommen, mit dem Brünzli ein Schimpfwort lernen, das ihr dürft sagen, das nicht so grusig ist, dass man es nicht sagen darf. Aber wenn euch jemand hässig macht, könnt ihr ihm das sagen und es ist okay, aber der merkt dann gleich, dass ihr keine Freude habt an ihm oder an ihr. Also, schon wieder die nächste Rubrik. Achtung! Bessere Schimpfwörter lernen mit dem Oberjägermeister Brünzli. Also jetzt kann ich. Gut, also, Achtung, Gofe, anlassen. Fluchwort Nummer 1. Du Zapfensepp. Wenn dich ein Bub nervt oder wenn dich ein Mädchen nervt, kannst du sagen, du verhutzlets Vogellissi. Ich find dir gut. Hast du dir gut gefunden? Ich find dir gut. Der Brünzli nervt dich li, la 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 la. So, wir haben vom Emil aus Basel noch ein Mail bekommen. Der Emil ist 5,5 Jahre alt und er hat noch ein Fluchwort für den Oberjägermeister Brünzli selber herausgefunden. Wir haben das am Oberjägermeister Brünzli gezeigt. Was? Ein selber gemachtes Fluchwort vom Emil aus Basel. Also, zeig mal auf den Föpfel da. Was? Ich lese mal. Also, Gottfried. Marius, du weißt ganz genau, dass ich nicht so gut lesen kann, als Jagdholzpeiz und Flintertonner. Also nochmal, der Emil schrieb Gottfried Stutz und Flintertonner. Sehr schön, sehr schön, Emil. Bravo, Weidmannsdank. Danke vielmals auch von uns hier, von Radio danke. Waldrand. Und Danke. Emil, du hast uns ja noch eine Frage eingeschickt zum Beantworten, gell? Wegen dem Urknall. Wir besprechen das im Team. Was? Und wenn ihr Kinder draussen Fragen habt oder ein schönes neues Fluchwort oder ein Schimpfwort, das ist ja jetzt neu, ein Schimpfwort, oder auch ein Rätsel für das Eichhörnchen oder eine Frage, die wir da beantworten können, schickt es uns einfach ein auf info@radiowaldrand.ch. Vielleicht passt es, vielleicht passt es nicht, vielleicht, ja, wir sehen es. Vielleicht kommt es und vielleicht kommt es nicht hier in Radio Waldrand. Was? Team? Ja, wir sind ein Team. Was? Ein Team? Aber das ist doch ein Name-Team. Hoi zusammen, ich bin der Team. Ja. Also wirklich. Ach, ja, das Eichhörnchen, ich erkläre dir das nachher. Ja, okay. Also, wir kommen jetzt eben schon zum Schluss. So. Wir haben jetzt euch alle neuen Rubriken, sagt man dem, gezeigt. Das war vielleicht ein bisschen viel gewesen, aber ich habe das schön gefunden, aber auch ein bisschen streng dran gefunden. Ja, sehr streng. Saus, Also wir Mann. hoffen, die erste Folge von der neuen Staffel Radio Waldrand hat euch gefallen. Und ihr zwei sind jetzt schön brav und sagen noch Ciao. Wir sind keine Hunde. Oh, stimmt, sorry. Also gleich. Ciao, Tschüssi, ciao, tschüss. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.